Ja, Mahlzeit moin Freunde der verrückten Unterhaltung. Heute machen wir ein Video und zwar dieses Quad. War ein Scherz. Und zwar, ja, uns ist da was entsendet worden. Nein, wir haben uns mal für neuen Input für euch schlau gemacht und haben gesagt, ja, das wäre das passende Auto, um das hier nochmal in die Videos zu bringen. Ich denke, das wird auch ein wunderbares Projekt. Ja, hier steht er. Das ist ein Ford F250. Sollte vom Baujahr eigentlich 1968 sein. Papiere allerdings haben wir noch nicht alle komplett und auch noch nicht alles durchstöbert. Aber Papiere sind ja auch total unnötig für auf dem Acker kaputt fahren und so eine Scheiße. Ne? Also war natürlich ein Scherz. Nein, ja, das wird unser erstes Firmenfahrzeug von Domtüch, würde ich behaupten. Ja, Plan ist bei diesem Ganzen, er soll technisch einwandfrei sein, das heißt Motor komplett neu abgedichtet und auf Original wieder umlackiert und. Anbauteile sollten einigermaßen alle wieder schlüssig sein. Genauso wie Innenraum werden wir wahrscheinlich vieles machen. Ja, Schweißarbeiten werden auch viele da sein, wir haben hier und da viele Löcher. Äußerlich soll er allerdings seine kalifornische Patina behalten, so wie er hier steht. Motortechnisch? Ja, motortechnisch. Wir haben hier einen 5,9 Liter müsste es sein, Benziner. Wie gesagt, ein paar Informationen fehlen uns noch. Wir spekulieren gerade noch, aber wir denken, es ist ein Big Block. Ja, Stefan, hast du noch irgendwie ein paar schöne Sachen? Keine Ahnung. Ja, erstmal. Ja, vieles, aber keine Ahnung. Erstmal werden wir die Karre jetzt mal eine kleine Bestandsaufnahme machen. Bisschen mal alles waschen und mal gucken. Wir versuchen nachher nochmal den Vergaser ein bisschen einzustellen, dass er ein bisschen besser läuft. Dass wir damit mal ein bisschen fahren können. Und damit wir mal sehen, wo alles undicht ist und was kaputt ist und so ein Tört. Ja, zudem. Wer noch irgendwelche das hätte ich dann auch gleich nochmal. Sachen hat, irgendwelche, keine Ahnung, Bücher, Betriebsanleitungen oder sonst irgendwas, gerne eben melden, weil da hätten wir wohl Interesse dran. Und sagen, vielleicht haben wir den einen oder anderen, die eventuell sogar Connections haben, eventuell sogar Teile besorgen oder kennen Leute, die Teile haben und vielleicht allgemein ein bisschen Ahnung von der Materie, gerade so Schwerpunkt, denke ich mal, so motortechnisch. Ich glaub, da noch irgendwas zu optimieren ist. Achsaufnahme und Gummis und all so ein Scheiß. Genau, wie gesagt, Karosse machen wir nicht ganz so viel, nur die nötigsten Sachen. Da sind so ein paar Träger, dies, das, jenes. Der Leiterrahmen an sich ist komplett vorhanden. Ist komplett vorhanden. Ja, durchgegammelt ist am Leiterrahmen selber nichts. Wir werden aber, denke ich mal, so weit runterbauen, dass wir den Sandstrahlen könnten. Wir werden sehen, was die Zeit so bringt. Aber wie gesagt, technisch soll er absolut tiptop dastehen. Ein paar Sachen wurden auch schon gemacht an diesem Auto. So wie zum Beispiel Bremsen. Dann haben wir Bremszylinder. Nehmer, Geber, Zylinder, alles wird neu gemacht. Jo, also das Ding soll nachher aussehen wie eine Ratte. Von außen Fui, von innen Hui. Genau. Von außen richtig genau alt dieses, und Ford-Klischee, genau ja. Richtig. Von Ford ein blaues Wunder, von innen blau, von außen blau, von innen Plunder, wie heißt es? Ja, das soll ja hier ist es genau andersherum. Ja, wir haben ihn ja auch schon mal die Abende schon einmal, weil wir haben ihn jetzt schon seit 2 Tagen und wenn das Video kommt, ist es wahrscheinlich noch ein paar Wochen eher. Ja, wir konnten es natürlich nicht lassen, zu versuchen, dass die Motor mal zu starten. Hier und da hatten wir ein paar Probleme, zum Beispiel Kühler war ziemlich undicht, ungefähr auf so ein Stück. Da hat Stefan aber seine Lötkünste mal wieder bewiesen und konnte es natürlich fachmännisch unter Anleitung von einem anderen Oldtimer-Fan, der auch bei uns, der macht viel mit Minis und Co. Probieren geht über Studieren, hat geklappt, war 100%ig. Ist jetzt einigermaßen dicht, müssen wir mal gucken, wenn das Ding warm ist, ob das nicht direkt wieder macht. Aber genau. Mal gucken. Ja, wie gesagt, Getriebeöl war auch keins mehr drauf, deswegen konnten wir die Gänge nicht schalten, aber das ist jetzt, wie gesagt, das ist erstmal vom Eis und ich würde sagen, lass mal was hören, oder? Wenn er anspringt. Tut der. Hast du auch anständig gepumpt? Einmal muss man drauf treten. Angeblich. Lass uns auch ganz drauf pumpen bei sein. Ja, leck dir auf, du hast das Verleiten da oben. Oh. Oh ja. Oha! Oha!
Ja, eigentlich wollten wir jetzt mit euch nochmal eine kleine Probefahrt starten. Allerdings ist uns gerade aufgefallen, dass wichtige Teile der Lenkung und Lenkenstange sehr mangelhaft gerade noch dastehen. Und haben dadurch gesagt, wir machen jetzt keine großartige Probefahrt mehr. Das machen wir lieber, wenn das mit der Lenkung geklärt ist. Ja, wie gesagt, falls noch jemand von euch jemals schon mal solch ein Projekt hatte oder weiß, jemand hatte so ein Projekt und der hat irgendwelche Connections aufbauen können und weiß, wo man gut an gute Ami-Car-Teile rankommt. Und ja, also wie gesagt, wir wären für jeden wichtigen Tipp auch sehr dankbar, dass ihr uns dabei unterstützt. Weil wie gesagt, wir schauen jetzt das erste Mal quasi hier rein und ja, wie gesagt, vielleicht hat der eine oder andere halt noch passende und wichtige Sachen für uns, auch zur Information, worauf man achten könnte, sollte. Wie gesagt, schreibt es unten in die Kommentare, wir sind dankbar um jeden Kommentar. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben da, abonniert uns weiterhin fleißig und eins kann euch sicher sein, es gibt mehr von diesem Auto.